Nun komme ich einmal ganz kurz zu unserem Thema. Bundesteilhabegesetz. Wird es besser? Wird es schlechter? Teilhabe ist auch politische Teilhabe. Vor 2 Jahren, bei der ersten Werkstatträtekonferenz Nordrhein-Westfalen in Münster, haben wir in so großem Rahmen bereits politische Teilhabe gelebt. Wir verabschiedeten damals den sogenannten Münsteraner Appell. Hauptgedanke dieses Appells war, gebt den Werkstatträten das Recht auf Mitbestimmung in der Werkstättenmitwirkungsverordnung. Ihr, liebe Werkstatträte, habt diesen Appell an eure Bundestagsabgeordneten geschickt. Der Vorstand der BVWR in Berlin hat mit vielen Politikern über dieses Thema gesprochen, aber noch ist nicht wirklich viel passiert. Deshalb rufen wir euch auf, euch an einer Unterschriftensammlung zur Erweiterung der Werkstattmitwirkungsverordnung zu beteiligen. Vorbereitet hat diese Jürgen Kröger, ein Delegierter der Landesarbeitsgemeinschaft, der noch nicht da ist. Würde ich Ihnen gerne nachher nochmal Dankeschön dafür sagen. Damit wir so viele Menschen wie möglich erreichen, werden wir die Unterschriftenliste auf unserer Homepage, also auf unserem Internetauftritt setzen. Dann könnt ihr euch die Liste ausdrucken und Unterschriften sammeln in euren Werkstätten oder in euren Heimatgemeinden. Weitere Informationen, zum Beispiel, bis wann ihr die Unterschriftenliste zurücksenden solltet, werden auch auf der Homepage stehen. Das Bundesteilhabegesetz, was ist das eigentlich? Ich habe versucht, dieses Wort etwas auseinanderzupflücken. Deutschland ist ein Bundesstaat. Nein, nicht kein Bundesstaat. Besteht aus 4 Bundesländern. Dieses Gesetz soll also in der gesamten Bundesrepublik Deutschland gelten. Teilhabe. Alle Menschen sollen gemeinsam in einer Gesellschaft leben und arbeiten. Damit es für Menschen mit Behinderung einfacher wird, soll dieses Gesetz geschaffen werden. Gesetz ist eine Regel, das für alle Menschen in einem Land gilt und nach der gehandelt werden muss. Warum soll es das Gesetz eigentlich geben? Und dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Hauptgrund ist, dass die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2009 einen Vertrag unterschrieben hat. Ich bin sicher, dass ihr alle schon etwas darüber gelesen oder gehört habt. Ich rede von der UN-Behindertenrechtskonvention. Deutschland hat sich mit der Unterschrift unter diesen Vertrag verpflichtet, die Regeln, die dort festgelegt worden sind, umzusetzen. Damit diese Regeln in Deutschland umgesetzt werden können, müssen bereits geltende Gesetze überarbeitet oder auch neu geschrieben werden. In dem Koalitionsvertrag, den die beiden großen Parteien der CDU und SPD nach der letzten Bundestagswahl unterzeichnet haben, wurde festgelegt, dass dieses Gesetz Ziel der jetzigen Regierungszeit sein muss. Ziel im Bundesteilhabegesetz ist zum Beispiel der Grundgedanke einer inklusiven Gesellschaft, dem so Rechnung getragen werden. Wir als Menschen mit Behinderung sollen das Recht bekommen, noch mehr selbst zu bestimmen und unsere individuelle Lebensplanung umzusetzen. Und die Einbürgerungshilfe soll zu einem modernen Teilhaberecht entwickelt werden. Und es soll immer der Mensch mit Behinderung im Mittelpunkt stehen. Was kann es bedeuten für die Teilhabe an Arbeit? Wir als Werkstatträte haben uns gefragt, welche Auswirkungen dieses Gesetz für uns bedeuten kann in Bezug auf die Teilhabe an Arbeit, also auf unsere Arbeit in den Werkstätten. Das große Ziel vieler Beteiligter, die dieses Gesetz schreiben, ist es, dass alle Menschen, also Menschen mit und ohne Behinderung, auf einem gemeinsamen Arbeitsmarkt arbeiten können. Das nennt man inklusiver Arbeitsmarkt. Das klingt für uns fantastisch, aber dazu brauchen wir wirklich sehr viel Fantasie. Man kann sehr oft das Gefühl bekommen, wenn es den inklusiven Arbeitsmarkt gibt, dann wird es keine Werkstätten mehr für Menschen mit Behinderung mehr geben. Ist das wirklich? Das macht vielen Werkstatträten und Beschäftigten Angst. Dabei spreche ich in besonderem Maße von den psychisch Erkrankten unter uns, wie zum Beispiel von mir. Für uns, die Landesarbeitsgemeinschaft, heißt inklusiver Arbeitsmarkt nicht, Werkstätten braucht man nicht.
sondern sie gehören für uns dazu. Es gibt Ideen, dass sich die Werkstätten öffnen sollten, um auch anderen Menschen die Teilhabe an Arbeit zu ermöglichen. Das verunsichert uns. Wie kann und soll das funktionieren? Das fragen wir uns. Es gibt immer wieder den Vorschlag, dass auch andere Anbieter Werkstattleistungen anbieten können. Ich habe dazu einmal den Begriff Werkstattleit gehört. Klingt in meinen Ohren sehr komisch. Auch darüber haben wir uns als LAG der Werkstatträte Nordrhein-Westfalen Gedanken gemacht, ob wir uns damit anfreunden können. Wir, die Landesarbeitsgemeinschaft, haben Regeln erarbeitet, die wir für wichtig halten. Unsere Forderungen für die Regeln haben wir nach dem heutigen Ort genannt. Die Kölner Forderungen der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte für ein gutes Bundesteilhabegesetz in Deutschland. Wie diese im Einzelnen aussehen, dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Nun habe ich erstmal genug geredet. Andere wollen und sollen auch noch was sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für uns alle hier im Saal. Schöne zweite Werkstatträtekonferenz und noch einmal herzlich willkommen.